Hallo zusammen, da ist Cronklitis oder der Chris. Alles klar bei euch? Das wäre jetzt der zweite Teil von einem starken Einzelgegner. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon überlegt, ja, was geht da jetzt genau ab? Ja, ich werde Ihnen das gerade zeigen. Ich habe ja hier so ein bisschen von speziellen Taktik geredet, die ich anwende. Und die meisten können die vielleicht gar nicht, weil ich stelle einfach den Bildschirm auf den Kopf. Und so kann ich dann jeden Gegner eigentlich viel besser erkennen. Nein, nicht. Die Sache ist doch einfach die. Das ist das letzte Game, siehst du, oben rechts, German Freund ist er gerade auftaucht, wo ich gegen den Typ gespielt habe, weil hier hat er nicht das Spiel verloren, ob jetzt absichtlich oder nicht, ist auch ein bisschen zu fest genattet worden. Und dann ist es so, dass die Map ist gerade Hazard war, und Hazard ist eigentlich so ein bisschen die Sniper-Map. Weil jedes Mal, wenn ich die spiele, treffe ich sicher im gegnerischen Team auf 3-4 von den Sniper, und dann habe ich gedacht, mache ich doch das auch gerade. Und was noch ein bisschen zu meiner speziellen Taktik eben gehört hat, ist der Fakt, klar ist der Sieg wichtig, aber ich habe gedacht, ich bleibe ein bisschen im Hintergrund, dass wir so mit den Killstreak aufbauen, damit mein Team dann auch ein bisschen leichter hat. Leider hat sich dann herausgestellt, dass mein Team leicht einen am Sender hat und wegen dem eigentlich nicht wirklich etwas auf die Reihe bekommt. Aber ja, was soll's. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist es nicht darum gegangen, primär zu gewinnen, sondern einfach primär den German Freund eigentlich so weit zu verunsichern, zu fertig machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, damit nicht er näher durchdreht. Weil die Sache ist die, was habe ich vermeiden? Ich wollte vermeiden, dass er sich einen schönen Killstreak aufbauen kann und dann plötzlich Blackbird, Chopper und Dogs hat und habe eigentlich probiert, gleichzeitig das auf meiner Seite näher aufzubauen. Und ihr seht hier so ein bisschen üble Sniper-Skills, ein bisschen am Warten gewesen. Aber ja, so Punkte, wo halt viel Verkehr durchgeht, wo viele Gegner durchlaufen, muss man aber kurz sich gedulden. Und dann passiert dann auch schon etwas. Und ihr seht, ich halte mich hier wirklich nur absolut im hintersten Bereich auf von dieser Map. Versuche doch ein bisschen zu kontrollieren, und hier der German Freund, da hat er mich. Und da habe ich gedacht, das lohnt jetzt nicht auf mir sitzen. Schauen, wo ist der Typ? Der versteckt sich, haben wir gesehen, wegen dem Hacker Pro dort noch ein Claymore. Und jetzt ist er dort rausgekommen. Versuche den ersten Schuss zu setzen, und jetzt müsst ihr mich gut festhalten. Okay, der zweite auch wieder leider ein bisschen drüber gewesen, he? Ja, den versuchen wir nochmal, den verwünschen wir vielleicht, ein bisschen hin und her, ein bisschen hart geholfen, und zack, ist der drin gewesen. Ich weiss zwar nicht wieso, aber ja, egal. Und ihr seht, ich bin die ganze Zeit hinten zu C am Decken, ich versuche von hinten das Ganze zu kontrollieren, und taucht doch dort tatsächlich ein Gegner auf, der leider auch nicht gescheiter wäre auftaucht. Ja, und Teamkollegen sind jetzt eigentlich zum Teil vorne beim B, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was sie dort machen. Und ihr seht, ich spiele hier eher defensiv. Und ja, was soll ich sagen? Am Schluss hat es sich gelohnt. Ich nehme es schon mal vorweg. Nicht in Bezug auf einen Sieg, aber unser Team ist wenigstens nicht total zerstört worden, wenn ich das hätte angenommen, weil eben, ihr müsst schon sehen, der German Freund, der Typ hat in jedem Spiel einisch oder zweimal Chopper Gunner Dogs gehabt, und das ist eigentlich schon noch hardcore. Und von dem her eben ist meine Rolle gewesen, hier eigentlich ihm das zu verunmöglichen. Auf eine bisschen defensive Art und Weise. Weil es geht ja auch darum, dass man so ein bisschen probiert herauszufinden, wie verhält sich der Gegner und wo positionieren sie sich etwa. Und jetzt habt ihr gesehen, hinten beim A hat der Kollege probiert, das einzunehmen. Leider haben sie es ein bisschen zu spät realisiert. Und ich würde sagen, wenn nur schon jemand zweites im Team war, der ein bisschen Gas gegeben hat, hat man hier relativ schön den Sieg auch heimbringen. Aber mit einem doch ein bisschen traurigen Auge habe ich am Schluss auch sehen, dass das hinten und vorne nicht reicht. Und sich dort aufs Beet stürzen und dann am Laufmeter abkassiert zu werden, ist eben auch ein bisschen idiotisch. Weil ihr müsst dann sehen, es gibt immer jemandem Kill. Ihr seht, hier oben ist der Faggot mit dem Motion Sensor und so. Und darum bin ich eben auch noch froh gewesen, dass ich das Ghost auspackt. Weil, wie gesagt, ich bin sonst eher eher vorsichtig. Oder eben lieber ein Rusher. Und jetzt bin ich auch eher vorsichtig gewesen, aber das mit dem Aiming-Pistole war auch wieder ein schöner gewesen. Naja, jetzt verhänge ich es hier oben mal ein bisschen. Und ihr seht, also grundsätzlich haben wir eigentlich dort, wo ich bin, ohne dass das jetzt allzu überheblich tönt, haben wir einigermaßen Kontrolle über das Gameplay. Wo aus irgendeinem Grund schien ich der Einzige zu sein, wo du so ein bisschen die Knotenpunkte, die
die Stationen, wo eben viel Action ist, so ein bisschen probiert einzunehmen. Weil die Jungs ziehen einfach ein bisschen vor, kratzen dort nach ab, ziehen wieder ein bisschen vor, kratzen wieder ein bisschen ab. Und der German Freund hier hat unser Spiel angefangen. Und ihr habt gesehen, vorhin habe ich ihn abkassiert. Jetzt hat er mich zurück holen. Denken wir mal schnell ein bisschen abchecken, was hier so die Aussicht bietet. Und ihr seht, jetzt ist gerade ein Kollege am B rein. Das ist ein schöner Moment. Ich versuche hier ein bisschen abzuhalten. Und habt ihr gesehen, der German Freund hat jetzt auch auf Ghost gewechselt. Scheiße, der Kollege abkassiert wurde, das ist leid. Und ja, eben, ich fluche aber auch über Ghosties, aber das ist eher dann, wenn ich sie mit dem Schalldämpfer in eine Ecke antreffe, was leider schon noch ab und zu der Fall ist. Sorry zusammen, ich verarsche ihn so hure, weil immer wieder die Zeiten wechseln. Egal. Aber ja, die habe ich nicht so gern. Aber selber gibt es doch auch Situationen, wo es noch empfehlenswert ist, wenn man auf diese Taktik setzt. Seht ihr da? Das war auch ein Ghost, der hier im Ecke rumschleicht. Ja. Eben, darum ist eigentlich im Black Ops 2 das Ghost nur dann funktioniert, wenn du oben wächst, ist absolut eine gute Idee. Und dass ich hier so ein bisschen in diesem Kanal am Warten bin und nicht genau weiss, was machen, ist eigentlich nicht so eine tolle Idee. Aber eben, wie gesagt, ihr könnt es selber sicher auch. Ihr spielt ohne Team, seid Seelen allein. Das Game vorher habt ihr dermassen aufs Maul bekommen, weil jetzt in meinem Beispiel gerade der German Freund so ist durchgedreht. Und eben, wieso nicht mal ein bisschen chillen? Weil klar kannst du nachher sagen, jetzt haben wir gewonnen. Wenn die Nummer auf das Objective stürzt. Aber vielleicht wird man dem Gegner so einfach auch nur ganz viele Kills geben. Und seht ihr, jetzt habe ich es extra, eben, wie schon gesagt, ein bisschen chill. Und habe es jetzt schön zum Blackbird geschafft. Und eigentlich in Hoffnung, dass das Team nachher schnallt, was hier abgeht. Ja. Habe ich da mal rausgehabt. Und ihr seht, die Teamkollegen hängen es gleich noch hinten beim C, weil eben Blackbird heisst ja immer Jagd eröffnet und sie haben auch scheinbar kein Interesse, was natürlich schade ist. Und wenn man jetzt auf Punktestange schaut, ist ein Sieg schon komplett unmöglich. Also, ich habe hier primär ein bisschen Spass gehabt. Und ja, wenn ich es jetzt rückblickend anschaue, hat meine Taktik in dem Sinn gut funktioniert. Der German Freund habe ich auf jeden Fall richtig können kontrollieren, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber leider hat das eigentlich der Preis kann er das Game verlieren. Und man muss sich da eigentlich schon im Klaren sein. Der Sieg ist mir immer wichtiger als KD. Aber hier das kleine Experiment, um zu versuchen, den Einzelgegner, den starken Einzelgegner nicht durchzudrehen, hat gut funktioniert. Weil ich in diesem Sinn können den Gegner dominieren. Aber selbst jetzt zieht nach seinen Aberrattern Munitionshülse rauspuffern. Und erst jetzt haben meine Teammates geschafft, das B einzunehmen. Aber eben, man weiss natürlich gleich nicht genau, was geht unten auf dem Schlachtfeld ab. Ich sage jetzt mal so, wenn ihr 2 oder vielleicht sogar 3 Leute habt im Team, die endlich noch ein bisschen pushen, die ein bisschen rushen, die ein bisschen Kills sammeln, um dann die Streaks abzulassen. Und dann hat dann der Rest vom Team, sei jetzt das Normal oder der Ground War halt, wo sich die Zahlen natürlich ein bisschen unterscheiden, wo sich dann um das Objective kümmern können. Aber da wenn man allein spielt, eigentlich nicht so kommunizieren kann, weil die meisten haben nicht einmal ein Mikrofon. Dass der noch gelenkt hat, ist eine Frechheit. Haben nicht einmal ein Mikrofon und von dem her, eben ja, was machst du? Bist du dann der Idiot, der paranoid um den Stein rumläuft, weil er meint, der Gegner sei da? Oder bist du der Idiot, der ständig zum B hüpft und dort immer wieder abgekillt wird? Oder versuchst du den Gegner ein bisschen dunkel zu halten, damit er nicht so Gas geben kann? Also, die Taktik ist an und für sich, glaube ich, nicht ganz so letzt. Dass es jetzt nicht zum Sieg geführt hat, ist natürlich eher unglücklich. Aber ja, man kann jetzt sagen, dass wir zeitweise einer weniger waren. Ihr seht, im gegnerischen Listli ist der German Freund nicht mehr dabei. Der hat sich nachher verabschiedet. Und ja, eben, der eine, der Lost Viking oder was auch immer, 187, 1812, keine Captures, das ist halt auch immer ein bisschen unglücklich. Und der Beste bei ihnen hat auch nicht viel gemacht. Also es hat auch nicht viel gebraucht zum Gewinnen.
Und vielleicht hätte ich mich ein bisschen stärker so engagieren, aber das Thema war ja, wie man mit starken Einzelgegnern umgeht. Und ich denke, das war ein perfektes Beispiel gewesen. Der Typ war so disst gewesen, dass er am Schluss das Game selber hat verloren, vermutlich. Ja, das wär's gewesen. Schönen zusammen.